Dann bitte möchten wir Herrn Geis und gerne auch alle, die da mitgewirkt haben. Hier. So, moin. 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 Das sind alle, ne? Ich kann auch noch ein bisschen zurück, dann können alle auch. Das sind fast alle, aber. Ja, es freut mich ja immer, wenn so junge Männer in ihrer Blüte ihrer Jahre für so Frauenthemen so ein Herz haben und so ein Anliegen und auch so. Dein dritter und dein dritter Film bei uns? Dein dritter? Der dritte jetzt, ja. Hat ja schon ein bisschen angedeutet, dass es manchmal auch so ein bisschen in die Thriller-Richtung geht, aber das ist jetzt schon nochmal ein radikaler Schritt nach vorne. Ja. Wo wird diese Entwicklung jemals enden? Ja, man weiß es nicht. Also wir haben jetzt so seit vorletzter Woche geplant, auch einen zweiten Teil zu drehen. Mit ähnlichen Darstellern. Also der wird dann noch ein bisschen trashiger. Die sind doch alle schon tot. Ja, eben, das sind ja der Gift daran. Ach so. Haben wir schon was Gutes überlegt. Ein paar Leute haben auch wieder Lust mitzumachen, die halt schon tot sind im Film. Und deswegen werden sie irgendwie zum Leben erweckt, sag ich mal. Und dann passt der Rest auch irgendwie. Das wird storytechnisch so angepasst. Ich kann mir kurz vorstellen, der erste Typ mit der Motorsäge. Er ist ganz wichtig, von ihm ist die Maske, die er ganz hinten trägt im Film. Okay, also ihr beide seid eine Figur eigentlich. Genau, das sind schon mal zwei der netten Menschen. Achso, ja genau, ja, so rum, genau. Und der Leon, von ihm habe ich Equipment, also, und der hat auch so ein bisschen am Set noch mitgeholfen und noch ein paar Fotos gemacht. Genau. Okay, das heißt, darstellerisch tätig wart ihr beide sozusagen auch. Ja, genau. Und einer, der noch da sitzt, der traut es nicht. Der hat gesagt, er muss Fotos machen, auch wenn er gerade nur lacht. Ich weiß genau, wie du meinst. Okay, sehr gut. Ja, wie bereitet man sich auf so eine Rolle vor? So, eigentlich gar nicht. Das ist schwer zu sagen. Also. Oder schöpft man da sehr viel aus der eigenen Autobiografie? Man hat da viel Text zu lernen. Ja, auch sozusagen diese Sprache muss man sich erstmal aneignen. Ja, ich hatte so Gummizähne im Mund, deswegen konnte ich eigentlich gar nichts sagen. Das war versucht. Aber. Ja, nee, wie bereitet man sich darauf vor? Man liest das Drehbuch und dann. Das es aber gab. Ja, das gab schon. Mag's kaum glauben, aber es gab's. Ja, und bei dir, wie wurdest du gecastet für diese Rolle? Das ist einer Bierlaune. Nein, erzähl die ganze Geschichte. Erzähl bitte die ganze Geschichte. Ja, eigentlich meinte er, Max, er braucht noch einen Darsteller, hat ganz dringend gesucht auf kurz und weil ein Kollege von ihm ausgefallen ist. Hat er mich angesprochen, ob ich es machen will und ja, wie gesagt, das war mir eine Bierlaune und ich meinte, ja, man muss mich nicht unbedingt erkennen können. Mach was so und ja, und dann am besten auf den Dreh vorbereitet, indem man einfach nicht schläft. Passt das gut von sich im Stand. Und wie lange habt ihr quasi euch dann sozusagen nicht schlafen wach gehalten, um irgendwie in diesen Zustand zu geraten? Einfach 1,5 nicht zumindest. Ich habe noch an den Regisseur noch eine abschließende dramaturgische Frage. Gerne. Also die ich mich gefragt habe. Einiges ist vielleicht aufgefallen, es gibt ja diese Penis- und Abgebissen-Szenen. Ja. Und sie ist ja schon so eine Art Höhepunkt in diesem Film. Wenn es nicht zum Höhepunkt kam, aber ja. Ja, aber in irgendeiner Form ist sie ja auch schon zentral wichtig, aber Ja. sie ist gleichzeitig sehr am Anfang dieses Films. Und ich habe mich gefragt, sozusagen, da war ich mal so ein bisschen eher, der Cutter in mir hat gesagt, warum fängt er damit an? Warum endet er nicht damit? Ganz einfach gesagt, weil der Film ist sehr trashig angehaucht, das darf man jetzt mal sehen, weil das Thema an sich ist ja nicht so ohne, ja, sag ich mal so, wie sich die Frau dahin so entwickelt, sage ich mal vorsichtig. Ja. Nur, Leicht trashig ist er schon. Genau. Für mich war dieser Wandel wichtig von der Frau, dass sie plötzlich sagt, okay, ich habe nichts mehr zu verlieren, ich lege jetzt den Schalter um und es geht los. Und deswegen ist am Anfang die Szene so wichtig, dass sie quasi erstmal auf die Knie fällt, wo dieser Täter eben denkt, okay, jetzt hat er leichtes Spiel und kann einfach nochmal seinen Spaß haben. Und dann macht sie eben zack und sie dreht den Spieß rum und dann ist quasi so, ich sag mal, jetzt beginnt ihre Wut. Das war so der Hauptpunkt. Das ist so der Moment, wo sie da steht, noch so ein bisschen in Trance, sich umdreht, auf die Knie fällt, das war eigentlich die Finte und dann geht's los. Und dann hat sie quasi Spaß und macht die halt nach und nach platt. Wird immer stärker. Das ist deswegen ist die zentrale Aussage auch eigentlich gut. Das wollte ich ja, also ich
freue mich, dass wir sozusagen dem Charakter so nahe gekommen sind in diesem kurzen Gespräch. Ich bedanke mich herzlich für diesen Film. Und, also wir würden einen zweiten Teil sicherlich zeigen. Also er ist auf jeden Fall in Planung und wenn dann zur gleichen Zeit wie, also im Sommer wieder so. Ja, wir freuen uns, auch nächstes Jahr ist wieder Halloween. Genau. Hervorragend. Herzlichen Dank für diesen wichtigen Gerne. Beitrag. So, und jetzt machen wir noch ein Gespräch.